Und somit Christi zu Anno 1800. Meinen Zusehern, die mich länger verfolgen, denen habe ich es schon erklärt. Wenn du neu bist oder wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, Christi aus der Steiermark. Und ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Du hast richtig gehört, zum ersten Mal. Ich habe es vor einigen Tagen neu installiert am PC und ich habe jetzt gerade reingestartet, beziehungsweise ich habe es jetzt eingeschalten. Das Aufnahmeprogramm läuft und es ist aber nicht viel installiert, wie du siehst. Zusätzliche Inhalte, da ist glaube ich prinzipatorisch einmal nichts gekauft. Ich möchte vorerst mal das Hauptspiel alleine kennenlernen. Genau. Es ist für mich was komplett Neues, ein komplett neues Genre und wir starten mit ein neues Spiel. Was gibt's denn Neues? Erleben Sie die Geschichte von Anno 1800, geht nach Abschluss ins freie Spiel über. Okay. Entdecken Sie die Welt von Anno 1800, stellen Sie sich allen Herausforderungen, Kreativmodus, genießen Sie künstlerische Freiheit, bauen Sie ohne Kosten oder Gegner. Gut. Fortsetzen. Was? Erhalten Sie Anleitungen und Tipps zum Spielen, empfohlen für Anno-Neulinge. Ja. Oh. Einzelspieler. Porträt. Was? Wir bleiben gleich bei ihm. Er schaut lässig aus. Einzelspieler Logo wählen. Ja. Wir werden mal was Buntes nehmen, damit das alles immer so trüb und trüst ist. Was haben wir da? 25. Der Hund ist geil. Den nehmen wir. Uwe Druckmann. Wie heißen wir? Zum ersten Mal in einem Spiel, dass ich meinen eigenen Namen eingebe. Fortsetzen. Was? 75.000 Stadtkapital, großer Einfluss, große Welt und Inseln, reiche Erzvorkommen, hohe Fruchtbarkeit, hohe Fruchtbarkeit, die nehmen wir mal an. Sie werden rammeln wie die Karnickel, volle Baukostenerstattung, okay, kostenlose Gebäudeversetzung. Okay. Ich bin gespannt, ich kenne das Spiel nicht, es tut mir wirklich leid. Ich kenne auch nicht mal das Genre. Die Musik ist aber geil. Taugt mir. Ja, mich kannst mit so Klassikmusik viel anholen. Benutzen das Ausbauwerkzeug, um mehrere Gebäude gleichzeitig auszubauen. Ziehen Sie mit der Maus zu treffen oder halten Sie die Alt-Taste. Okay. Also wurscht, wir werden das alles erkunden und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, ob das mein alter PC überhaupt nimmt. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Admiral Vincente Silva ist ein erfahrener, berechnender und humorloser Eroberer. Seine adlige Erziehung und die Ausbildung an den erlesensten Militärakademien haben ihn auf ein Leben voller Macht vorbereitet. Als eiserner Traditionalist ist seine Überzeugung, dass das zerfallende Reich von La Corona Segel setzen.
Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt... All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Düster. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit. Na, fortsetzen. Holen Sie Dynamit aus baufälliger Leuchtturm. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Das kann ich nicht lesen. Schau nicht mich an, das Dynamit. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Ich verdanke dir mein Leben. Du für... Aufgabendetails. Sie und ihr alter Freund Arand führen ein unbeschwertes Leben, doch ein verhängnisvoller Brief ihrer Schwester Hannah erfordert eine abrupte Rückkehr in die alte Welt. Da sie zu arm sind, sich die Überfahrt zu leisten, müssen sie sich zunächst durch Fischfang zunächst durch Fischfang verdienen. Okay. Wählen Sie das Dynamit auf Ihrem Schiff aus und versuchen Sie, den Fischschwarm zu treffen, der in der Nähe Ihres Schiffs schwimmt. Für einen direkten Treffer... Nur wegen einer langen, beschwerlichen Seereise werde ich mich doch nicht von meinem Treuespur lossagen. Ich muss es auch dran, das stört mich. Für einen direkten Treffer müssen Sie die Geschwindigkeit und Schwimmrichtung des Schwarms einschätzen. Was ist das? Eine Patrouille zuweisen. Das ist der Brief. Itemsockel. Aktive Verteidigung, Taktik des Schiffs. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Holen Sie Dynamit aus... Man muss sich der Vergangenheit stellen, um eine Zukunft. Ich verdanke dir mein Leben. Du führst, ich folge. Ja, So lange bis ich... das freut mich für die. Man muss sich der Vergangenheit stellen, um eine Zukunft. Ich verdanke dir mein Leben. Schiffsmenü, eine Liste aller Schiffe. Stempel, Aufgabendetails, das ist das gewesen. Was haben wir da alles? Kopieren, zerstören, ausbauen, Sägewerk, Lagerhaus, Marktplatz, Feldweg, Straße versetzen. Wohngebäude. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Ja, das interessiert mich aber nicht. Schau nicht mich an. Das Dynamit war deine Idee. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Was ist das? Achso, da kann ich bauen, okay. Schau nicht mich an. Das Dynamit war dein... Kurzen Blick. Spielablauf, Untertitel, bla bla bla. Kameraabstand erhöhen, Speicherintervall. Lassen wir mal 5 Minuten. Steuerung.
Subtitle, Leute, was ist denn da los? Alter, Vati. Und da soll ich mich zurechtfinden? Wahnsinn. Gut, das Problem ist, holen Sie Dynamit aus Spiel gespeichert. Man muss sich der Vergangenheit stellen, um eine Zukunft. Kann der die Schnauzen halten? Der macht mich jetzt schon aggressiv. Ja, aber wie... Keine Sorge. Ich verdanke dir mein Leben. Du Ja, ich hab das da nicht lesen können, die Einblendung. Wie soll das funktionieren? Schau nicht mich an. Das Dynamit. Keine Sorge. Es gibt massenhaft. Sägewerk, Produktion, Lagerhaus. Also irgendwie bin ich da ein bisschen überfordert. Schau nicht mich an. Das Dynamit war deine Idee. Komm. Quäl mich nicht. Baumenü, Schiffsmenü. Fracht. Leerer Platz. Patrouille. Handel. Inaktiv. Übersicht. Eskorte. Überfahrt. Stempel. Verschönerungsmenü. Okay. Ja, wie fährt das Schiff dorthin? Das verstehe ich nicht. Patrouille, Eskorte, Überfahrt? Na, das geht sicher nicht. Schauen wir nochmal, wir haben ja Zeit. Und die Zeit nehme ich mal wahr, sorry. Schiffsleiste, Schiffsliste. Blaupause, Pause, bla bla bla. Weg bauen, Baumenü, speichern, Bildschirmfoto. Kameraposition, Postkarten. Kameraposition, Gruppe auswählen. Also irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz. Im Prinzip, ich verstehe es gar nicht. Zu viele Tasten. Kamera nach vorne schwenken. Mich würde interessieren, Abrissmodus D. Total, ich muss mir das alles aufschreiben. Ich verdanke dir mein Leben. Du gehst mal auf die Eier, Alter. Ja, aber wieso? Na. Schau nicht mich an. Das Dynamit war deine Idee. Wie soll das funktionieren? Fahrkarte in die alte Welt. Holen Sie Dynamit aus baufälliger Leuchtturm. Das ist der da, nehmen wir mal an. Marktplatz, Feldweg, Straße, versetzen, kopieren, zerstören. Überfahrt, Eskorte, na. Patrouille, Handel, inaktiv, Übersicht. Ja, das bist du, das habe ich kapiert. Eine Patrouille zuweisen, Schiff verkaufen, nö, zum Schiff springen, das ist das da. Ja, das habe ich schon. Ich suche irgendwie eine Anleitung, die ist ja da so deppert einploppt.
Schaut geil aus. Ich will jetzt nur mehr herausfinden, wie sich das Schiff in Bewegung setzt. Das verstehe ich noch nicht. Ah. Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Ahand übergibt sei bitte vorsichtig, okay? Wählen Sie das Dynamit mit einem Linksklick aus und bestimmen Sie dann mit einem weiteren Linksklick, wohin Sie es werfen möchten. Du sprengst nur Korallen, du Grobian. Wo soll der Fischschwarm sein? Warte mal. Ah. Sie erwarten nicht gerade Papageifische. Irgendwas mit Flossen sollte genügen. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Mit dem Rechtsklick können Sie den Fisch einsammeln. Ausbauen. Aber es geht denn das? Jetzt drücke ich auf rechts. Ach so. Selbst mit den Händen auf dem Rücken wäre ich schneller. Gusch. Du Schwammerl. Da muss ich jetzt alle drei nehmen, oder was? Also das haben wir schon. Okay, alle drei. Sehr gut. Also tut mir leichter. So, komm her. Putzi-Bulli. Noch mehr verkohlter Fisch. Geil. Du siehst das Bergen. Jetzt da. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Richtig. Meister. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Zeigt her, was ihr dieses Mal dabei habt. Der krummelige Hafenmeister fragt Ach, sich... dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Okay. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst.
Die Fahrkarte nach Hause. Naja. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritter würde behaupten. Wirst du uns beistehen? Jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Hä? Achso, eine Fahrkarte nach Hause. Na gut. Kurz einen Blick. Bist du deppert? Was haben... Oh, Alter. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Okay. Ja. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Ich glaube, das ist ein Lass Onkel Zweiland. Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen. Beginnen Sie mit einem Marktplatz. Er ist das Herz Ihrer Stadt und sollte auf einer Freifläche platziert werden, sodass sich Ihr Volk ringsherum ansiedeln kann.
Kann man da ein bisschen einfahren auch? Ja, sehr gut. Ah, warte mal. Warte mal, das müsste ja eigentlich Pause. Also, okay, die Zeit läuft weiter. Okay, das hat mich so ein bisschen verwirrt, weißt? Ja, wir brauchen eigentlich einen Marktplatz. Bauernhaus. Aber wo bauen wir denn den Marktplatz? Ich würde da ein bisschen, das soll ein bisschen was gleich schauen. Bauen den einmal da her. Ist ja wurscht. Bauernhaus. 10 Bauernhäuser, 50 Bauern. Was? Ah. Marktplatz. Bauernhaus. Niemand kann ihren Marktplatz erreichen, Ich habe solange die er nicht durch einen Aufzeichnungen Weg... überprüft. Nicht alle unserer Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Kann man das ein bisschen minimieren? Danke. Das Geschwafel macht mich fertig. Alle Lagerhäuser müssen vom Konto aus zugänglich sein. Ich nehme mal an, das ist der Konto, gell? Warte mal.